Ein Pornostar aus den 70er Jahren. Ich würd so gern eine Sekte haben, wo's nur ums Bumsen geht. Oh, nur wenn ich wär der einzige Mann. Was war das für eine Woche? Ja, unglaublich viel ist passiert. Das ist wirklich, also diese Woche ist mit Abstand, seit ein paar Wochen zumindest, mal wieder richtig eine Woche gewesen, wo irgendwie alles, was existiert hat, eine kleine Frage gestellt hat, irgendwie, also extrem viele Fragen aufgeworfen hat, aber es ist auf der anderen Seite auch wieder hure geiles Zeug passiert und so. Ich gehe seit dieser Woche wieder in die Schule. Also die Ferien sind jetzt auch wieder durch. Und jetzt auch wieder neue Fächer, komplett neue Themen. Jetzt zum Beispiel am Montag am Morgen habe ich Digital Business, heisst das Fach. Also bei uns gibt es nicht mehr so Mathe und Deutsch. Sondern Es muss ja auch gut tönen. Sonst genau. können sie nicht so viel Geld verlangen für so eine Schule. Das geht ja nicht. Das ist wirklich so. Und bei uns heisst alles so Leadership und Supply Chain Management und keine Ahnung was. Und am Morgen eben Digital Business und am Nachmittag hatte ich quantitative Methoden. Und dort geht es quasi darum. Was heisst das auf Deutsch? Also auf Deutsch heisst das quasi, wie tust du Umfragen oder wie gehst du mit Zahlen um? Okay. Wie tust du eben wissenschaftliche Arbeiten, halt so studienmäßig oder halt auch mit Blick auf die Bachelorarbeit. Wie tust du so Zahlen erheben, auf was musst du achten, Also, wie kannst du einen Boxplot darstellen. ich habe das alles nicht verstanden. Keine Ahnung. Ja. Also ich bin nicht ganz rausgekommen. Aber heisst das zum Beispiel, sagen wir, Feldschlössli oder irgendeine Biermarke per Zufall Feldschlössli. Sagen wir, die testen irgendwie ein neues Produkt und nachher wird das verkauft in dem und dem Laden, so und so viel und so in dieser Ausführung, in den 500 Milliliter Ding oder in den kleineren. Und dann wird das ausgewertet. Geht es um das? Also so Zahlen auswerten? Es geht auf die einen Seite ums Auswerten, aber jetzt in diesem Fach geht es vor allem um die Erhebung von diesen Zahlen. Also eben, wie tust du ein Interview strukturieren? Das ist jetzt mehr qualitative Methode gewesen. Jetzt in diesem Semester haben wir quantitativ. Ja. Aber es muss einfach cool tönen. Ja, also, ja, und ich komme nicht ganz raus, keine Ahnung. Ja. Aber ich habe eine andere Frage. Und zwar, ich habe gerade auch etwas gehört diese Woche. Wir müssen auf Deutschland in die Badeferien. Hast du es mitbekommen? Oh, ich weiss, auf was du raus willst. Und zwar, Ich weiss also, ja. ganz bestimmt, wir müssen auf Berlin. Und zwar in Berlin ist jetzt durch jenste Diskussionen hat es irgendwie offene Fälle gegeben, die da waren. Weil da hat es ja gerade zwei Diskussionen. Auf der einen Seite die Vermummung-Diskussion mit dem Burkini. Ich glaube, Burkini heisst das. Also halt ein Burka als Bikini. Und auf der anderen Seite die Diskussion, dass die Frauen ja auch einfach nur Nippel haben und dürfen oben ohne rumlaufen. Und jetzt ist der erste Fall bestätigt worden. Frauen dürfen offiziell in Berlin oben ohne baden. Und das ist eine spannende Geschichte. Also ich finde es jetzt lustig, wie sie auf einer Seite jetzt alles... Also du darfst jetzt dich, blöd gesagt, in Komplettanzug schlingen, aber du darfst jetzt auch als Frau oben ohne, was ich ja gut finde. Ist bei uns in der Schweiz, glaube ich, ja auch nicht, also es ist zwar nicht erlaubt direkt, aber ich habe es auch schon viel gesehen, dass Also Frauen das machen. Ich bin ein starker Verfechter vom Hashtag #FreeYourNipple. starker Verfechter. Ich bin vor allem gespannt, jetzt, wird das denn jetzt auch genutzt? Also, Ich bezweifle ich es. weiss es nicht. Also ist ja schön, dass sie dürfen und so eben. Ich finde auch, müssen wir uns mal anschauen gehen. Aber ist das ein Bedürfnis? Ist das eine Freiheitseinschränkung gewesen? Also ich habe mir zu dem Thema, das ist jetzt völlig blöd und bescheuert, aber ich habe mir zu dem Thema auch mal Überlegungen gemacht. Und zwar das Interessante an dieser Geschichte ist ja eigentlich, Männer dürfen ihre Nippel zeigen. Und das, was ja Frauen verdecken müssen, ist ja genau der Nippel. Ja. Aber eigentlich
das, was ja die Brust in dem Sinn so ausmacht, ist ja das Volumen. Ja, genau. In Also dem es ist Sinn. nicht der Nippel, der es speziell macht. Der ist der gleich. Ja. Und diese Frage habe ich mir schon gestellt, dass man tut das verdecken, was bei den Männern halt zeigen darf, aber das Volumen darfst du ja trotzdem, das siehst du ja. Ja. Also, es ist einfach es ist spannend. Also, ich weiß nicht, ich habe gemeint, es ist ja so, dass ja auch die Männernippel zählen, glaube ich, ja auch zum, weißt, wenn du es aufteilst im Körper, zu deinen sexuellen Organen. Also, das ist ja bei den Frauen und bei den Männern gleich. Nur bei den Männern hat der Nippel einfach keine Funktion. Also, so, das ist ja eigentlich dann der springende Unterschied. Sonst hat es keinen grossen Unterschied. Bis auf halt dann, wie man damit umgeht, oder? Und ich weiss jetzt nicht, also zum Beispiel eben gerade so kleine Kinder oder so, ist es ja eigentlich normal. Keine Ahnung, da siehst du auch kleine Mädchen rumrennen, die nur Von die Blut. Ja, oder von die Blut ist auch egal, ist ja einfach ein Kind. So. Könntest du aber auch wieder von einer ganz anderen Perspektive anschauen, weil man hat ja das Kind nicht fragen, das darf sie ja nicht entscheiden. Vielleicht verletzen wir da ihre Privatsphäre. Also weißt, in der einen Seite geht es mega in die Richtung und in der anderen Seite ist es genau das Gegenteil. Aber ja, sind wir gespannt, was da rauskommt. Aber ja, und je nachdem, also ich meine, die Diskussion in Deutschland die ist jetzt wirklich durch. Und in diesen Hallenbädern, also zumindest im nächsten Sommer. Es sind irgendwie 52 Bäder oder so, die da drin sind. Oder 56 oder so etwas. Also jede Woche ein anderes Hallenbad. Nein, aber ich glaube, genau das, was wir jetzt Witzli drüber machen, auf das läuft es ja raus. Es sammeln sich dann einfach auch Spanner in diesen Bädern, die gehen Frauen anschauen. Also, ja, das ist jetzt der Umkehr. Auf die andere Seite eben, wenn ich jetzt so überlege, ich glaube, dass die wenigsten Frauen mit dem Bikini in der Body rumlaufen, weil sie das müssen. Sondern, also weißt, wenn du jetzt zum Beispiel bei uns schaust, ich glaube, die wenigsten Bodies, wenn es nicht gerade solche sind mit Eintritt und mega viel Badmeister und hohen Aufriss, also die normalen Bodies oder Seen bei uns, da kannst du als Frau, wenn du willst, anliegen und oben ohne dich sonnen. Und da habe ich noch nie gehört, dass da irgendjemand etwas dagegen hat. Ich habe aber schon gehört von Kollegen und etc., dass sie das nie in der Body machen würden, weil eben dann Spanner und so rum sind. Und das machen sie, wenn dann bei sich auf dem Balkon. Zum Beispiel. Also, spannendes Dann müssen wir auf Thema die Balkone müssen wir mal, ich nicht auf Deutschland. Ja, ich finde es irgendwie ein lustiges Ding. Also, so von mir aus, tut. Also, macht, wie ihr wollt. Aber als ich das gelesen habe, oder respektive, als ich es gehört habe, habe ich gedacht, was? Da war ein Bedürfnis rum, da ist da Diskussion gross gewesen. Aber es wird dann wahrscheinlich auch wieder genau in das Problem hineinlaufen, wenn jetzt Frauen oben ohne rumlatschen dürfen und dann die Männer schauen, weil das halt einfach irgendwie der natürliche Trieb oder ich weiss nicht, was das genau ist, halt einfach irgendwie macht und dann muss man dort hinschauen. Das wird dann wieder zur Diskussion. Frauen dürfen oben ohne rumlatschen, aber die Männer dürfen nicht schauen. Ja, und vor allem, also ich sage jetzt gerade das Ding eben, spannern ist das, was sie ja nicht dürfen. Aber es ist halt ein Blickfang, weil es noch nicht normal ist. Ich denke, das, was ja die ansteuern wollen, ist, dass wir unsere ganze Thematik mit dem, dass einem sich das peinlich ist, dass man sich oder die Sexualisierung eben von die Sexualisierung von dem möchte man eigentlich wieder entgegenwirken, dass es normal ist, oder dass es irgendwann genauso normal ist wie bei Männernippel, dass sich das eben genau gleich anfühlt, wenn du das anschaust. Nur haben wir jetzt, ich weiss nicht wie viele Jahre, aber sicher 100 Jahre oder so, haben wir ja uns Menschen auf das konditioniert, dass das bei den Männern nicht so ist und bei den Frauen schon. Und ich habe das Gefühl, das geht jetzt auch wieder x Jahre. Und in diesen Jahren ist es vor allem für, ich sage jetzt mal, leichtsinnige oder naive junge Frauen kann das ja durchaus unangenehme Situationen erschaffen.
Weil sie denken, ja, ist ja jetzt normal, ich darf das ja jetzt. Aber das hat halt nicht daran geändert, dass es für den 65-jährigen Charlie nicht normal ist. Also weißt du? Also sorry für alle Charlies da draussen. Ja, also gut, Charlie. Ich habe natürlich gemeint, weißt du, von Achtung, fertig, Charlie. Der Charlie meine ich. Das ist eine Dann ist er Kunstfigur. Aber wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema sind, also es ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, Galileo auf Pro7. Ich habe das vor allem als Kind oder in der Jugend habe ich das extrem gerne geschaut. Und dort hat es auch einmal so einen Beitrag gegeben, so 15 Minuten irgendwie ein Thema. Und dort haben sie auch Fotos, ich meinte aus dem Playboy, haben sie genommen. Und die Frau war bekleidet. Die hat auch so Bikini, BH, einfach normales Zeug angehabt. Und dann hast du von dieser Zeitung einfach so Kreisli ausgeschnitten. Also dort, wo sie bedeckt war, dort ist dann ausgeschnitten worden. Und du hast nur noch die blutige Haut gesehen. Aha. Und du hast dann wie so links, rechts hast du das nebeneinander gehabt. Und du hast automatisch das Gefühl gehabt, dass die Frau dann nachher Blut ist. Ja, ja. Also, ich kenne es aus der Filmwelt, der Klassiker. Es gibt so, wenn du auch schon vielleicht gesehen hast, so die Bums-Szenen und so, wo es dann halt komplett nackt aufeinander hocken. Da gibt es halt auch so hautfarbige Unterwäsche, Tangas oder für die Männer auch so ganz schmale. So Netzli-mässig. So, ja, nicht mal. Es sollte ja wirklich undurchsichtig sein. Erstens, damit auch für den Mann einfacher ist, weil... Oceans Apart Hosen gibt es, glaube ich, auch solche. Code Zara 20 und nach. Können wir 15% Rabatt über. Darum der Code 20. Ja, nein, eben gibt's das auch und dann kann man das im Nachhinein... Oder dann ist es halt wirklich so, dass auf der Seite nicht bedeckt ist, nur das Federli und dann in der Mitte dann bedeckt, dass man in der Zensur nachher weniger Probleme hat. Also von dort kenne ich das. Ja, aber... Ist das ein Bedürfnis? Ich weiß nicht. Also, ich glaube eben gerade eigentlich mit dem Satz, den du vorhin gesagt hast, junge Mädchen, Frauen kommen einfach in unangenehme Situationen rein, wenn sie da rumblütteln. Und das kann man relativ einfach vermeiden. Und bis da in 100 Jahren unsere Denkensweise wieder anders ist, habe ich das Gefühl, ist es einfach der einfachere Weg, mit dieser Situation so umzugehen. Ja, und ich sage das Gute, also ich sage jetzt mal eben, für mir ist es eh gleich. Wir schauen gerne überall. Ja, also ich sage jetzt mal gerade, auch für mich als Typ, ich glaube, solange das jetzt zum Beispiel, sagen wir, ja, easy da, aber wenn ich dann plötzlich mit meinen Kolleginnen oder irgendetwas in der Body hocke und plötzlich alle oben ohne sind, dann wäre es für mich schon zuerst komisch. Also es wäre für mich jetzt nicht schlimm oder etwas. Aber im ersten Moment, wenn ich mir vorstelle, ich stehe in der Body an der Kasse und dann verschnurrt mich ein hübsches Mädchen an und findet so, hey, wer bist du? Und sie steht halb nackt. Es fühlt sich komisch an. Vielleicht bin ich da auch einfach ein Mittelalter-Dude. Oder ich weiss, also weißt so von den Gedanken. Vielleicht ist das ja auch noch eben ein stückweise normal. Und das ist jetzt eine Herangehensweise, das zu ändern. Aber ich weiss nicht, ob das gerade momentan so der Punkt ist, wo wir uns rein... Also, ja, ich habe nicht das Gefühl, dass das die Probleme sind von der Welt, die uns beschäftigen. Nein, und in meinen Augen hat ja die ganze Thematik mit dem Abdecken, Abschirmen oder einfach etwas anhaben, hat ja auch etwas Reizvolles. Ja. Also... Ja. So aus meiner Perspektive. Ja, aber genau in dieser Situation, Body, du hockst mit deinen Kolleginnen rundherum und du siehst halt alles und du schaust automatisch, wie sieht es bei der aus, wie sieht es bei dem aus und so. Ich weiss, also... Ja, weiss jetzt nicht. Vielleicht mit Kolleginnen finde ich ist ein schlechter Vergleich. Weiss nicht. Also, wenn ich jetzt denke, Kolleginnen und so, dann ist das höchstens unterbewusst, dass du schaust. Aber dass ich bewusst denke, oh, wie sieht es bei der aus oder bei der... Es passiert mehr automatisch. Nein, eben der Gedanke gar nicht, dass du einfach schaust, das ist automatisch. Aber jetzt so vom Ding her, dass du wirklich etwas anschaust, um es abzuchecken, ist für mich eine Erstbegegnungssituation oder so. Also jetzt eher.
dass du in dem ersten Moment, wenn du jemanden anschaust, ich sage jetzt mal, genau, das kannst du auch umkehren mit dem Typ, der mit dem Sixpack dort hockt. Das schaust du Schon auch logisch schaut man es an, aber ich bezweifle, dass jemand dort hockt und sich oder es wirkt auf mich ein bisschen komisch, so dort hockt und sich denkt, wie sieht es dort aus? Jetzt schaue ich mal dort, wie es aussieht, jetzt mal dort. Schwierig, weil eben du sexualisierst in dem Moment halt die Person komplett. Und wenn das Kolleginnen zum Beispiel sind von mir, dann habe ich sie nicht in meinem Kopf auf einer sexueller Ebene. Also weißt du, was ich meine? Es ist dann etwas anderes. Aber wenn du halt eine Frau kennenlernst, wo dir gefällt, wo du denkst, das könnte vielleicht mal etwas sein, dann ist ja wie die sexuelle Ebene eröffnet. Also so oder vielleicht sogar schon vorweggenommen. Ja, oder sogar schon vorweggenommen, ja. Also es hat ja auch, ich weiss nicht, für mich etwas Reizendes, dass man ja da auch eben, dass es etwas Intimes ist. Also wenn man das nicht mehr, ja, es ist ein schwieriges Thema, weil eben für die Frau ist es vielleicht wir müssen, glaube ich, mal eine Frau hier im Podcast reinholen. Ich bin am Schwimmen wie so ein Vogel. Ich bin ganz jedes Wort, das ich sage, ist einfach nur falsch. Ja. Also, ja. Alles kann vor Gericht gegen sie verwendet werden. Okay, nein. Aber es ist halt ein schweres Thema, gerade als Mann. Als Mann, jedes Wort, das du rauslässt, ist einfach falsch. Ist einfach falsch, ja. Und darum lassen wir es besser. Es gibt Ja. auch andere Themen, die wir besprechen können. Ja. Es gibt viele lustige Sachen. Ich muss noch ganz kurz einen kleinen Einschub. Und zwar hat uns eine Zuschauerin noch geschrieben und eine kleine Korrektur für unsere Fasnachtsfolge. Ist, glaube ich, die vorherige Folge gewesen. Vorherig. Vorher haben wir Potzilei gehabt, glaube ich. Genau, das ist vorherig, aber... Ja, eben. Aha, ja, sorry, dann habe ich es jetzt falsch gesagt. Einfach die Fasnachtsfolge. Ja. Fasnachtsfolge, genau. Ja. Aus dem Kanton Nidwalden, oder Obwalden. Ja, und sonst haben wir dann wieder verbessert. Sonst nochmal verbessert, genau, tut's uns schreibst du leid. nochmal. Und zwar Irgendwo im Wald. Unterwalden, Uri Schweiz Unterwalden. Ja. Und zwar, wir haben dort das Thema gehabt, wenn Kinder während der Fasnacht gezeugt werden, wann kommen die auf die Welt? Ja. Und dort haben wir ja ein riesen Durcheinander gehabt mit diesen huren Monaten. Ob es jetzt im Januar und ich meinte im Februar oder im genau. März sind wir am Schluss gelandet. Aber an der Zuhörerin ihres Mami hat das können beantworten und die Kinder kommen im Normalfall im November auf die Welt, wenn alles sauber durchrutscht und so. Also, dann kommen die im November. In der Fasnacht zeugt. Genau, Ja. in der Fasnacht zeugt, Ja. die kommen dann im November. Ja, fix. Ja, merci für die Rückmeldung. Ja, tipptopp. Siehst du, dann können wir etwas lernen da. Es Informationspodcast. ist nicht nur Scheissdreck rauslassen, Nein. sondern auch etwas lernen. Fast nur. Also fast nur lernen. Nur ganz ein bisschen Ach so. Scheissdreck. Ach so. Natürlich. Und wenn wir gerade bei dem sind, ich habe ja in der ersten oder zweiten Folge habe ich das angesprochen. Seit wir Folgen machen, habe ich aufgehört, so ein bisschen Podcasts zu hören, wo andere labern. Weil ich dann das Gefühl habe, dass es mich so ein bisschen beeinflusst. Und jetzt habe ich aber gefunden, ich muss von den Goats in diesem Bereich, also Props an Gemischtes Hack, muss man auch sagen, die zwei Dudes machen es einfach hure cool, also hure lustig und entspannt. Und ich habe die wieder ein bisschen angefangen zu hören. Und es war dort eine Thematik, die muss ich dir jetzt einfach schön erzählen, weil sie hat einfach also ein paar Twists. Dann hole ich mal das Popcorn. Ja, fix. Und zwar, es geht darum, Pelzindustrie. Kennst du ja. Dänemark ist da ganz gross. Und zwar mit so kleinen Tieren, die sehen aus wie Wiesel. Heissen Nerz. Nerze. Nicht, ja. Nerze. Nerz oder März? Nerz. Nerz, N-E-R-Z-Z-E Ja. oder so. Nerze. Das wäre jetzt Plural gewesen. Ja, einfach, es sind ja auch viele. Auf jeden Fall, es geht auf jeden Fall um die Tiere. Und jetzt ist es wirklich so, die Tiere, das ist eine ganz traurige Geschichte. Die werden wirklich nur gehütet, geschlachtet für hohe Pelzmäntel, oder? In riesen Zahlen, schlecht gehalten.
Jetzt ist es aber so gewesen. In der Corona-Pandemie ist unter diesen Nerds, und zwar unter diesen 1,8 Millionen, jetzt muss ich schnell schauen, dass ich da keinen Scheiß erzähle, es sind auf jeden Fall sind es 1,8 Millionen. Ich weiss es nicht mehr, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber es ist auch gleich. Es sind auf jeden Fall hure viel. Und Darum Plural. ja, es sind hure viel. Es könnten auch 18 Millionen sein. Auf jeden Fall hure viel. Und die haben eine Corona-Infektion gehabt. Jetzt haben unter denen hat sich Corona infiziert. Da hat sich Dänemark mal auf schnell entschieden, die alle zu kühlen. Alle umgelegt. Jetzt haben sie die alle umgelegt. So, was ja schon mal erstens ein riesen Ding ist, kannst du einfach all die Tiere töten, die dann die Fälle auch nicht mehr verwenden kannst, oder? Also sonst schon schlimm ist. Dann haben sie nicht gewusst, was machen wir jetzt mit denen. Dann haben sie die vergraben. Die Nerds. Die alle auf einem Haufen haben sie die alle vergraben. Jetzt haben sie die aber halt nicht so super am richtigen Ort vergraben. Und dann ist das ins Grundwasser gesickert. Dann haben sie all die toten Nerds wieder ausgraben und haben nicht mehr gewusst, wo mit diesen Nerds. Und ich weiss nicht, wie der Stand heute ist. Stand dort war so. Jetzt haben die all die huren Nerds und wissen nicht, wo mit all diesen toten Nerds, die es gekühlt haben, dann zuerst vergraben, dann wieder ausbuddeln. Eine völlig riesige Geschichte. Und sie haben ein cooles Statement im Podcast abgegeben. Da finde ich einfach, das sollte doch der Punkt sein, wo wir jetzt einfach mit dem Scheissdreck aufhören. Also, es tut mir leid, es ist nur für so hure Pelzmäntel. Also, du brauchst es wirklich nicht. Und als ich das gehört habe, einfach denken, was für ein scheiß Theater. Und so hure Nerds. Vielleicht für unsere Community können wir auch mal fragen, wenn ihr so eine Skijacke habt, wo hinten dran die Kapuzen, dort sind ja genau so die genau Fälle. das sind genau die. Ja. Das sind wahrscheinlich die, oder? Ja, das sind genau die. Also, genau die. Es sind... Also es gibt ja auch synthetisches oder künstliches Fell. Und es gibt auch noch andere Tiere, die man für das braucht. So, also Fuchspelz und so oder Winterfuchs und so Zeug. Also die Weißen. Aber Nerz ist schon so das Ding. Und eben, also es ist eine krasse Thematik. Und habe ich mir eben auch wieder gedacht, die werden so schlecht gehalten und alles, dass man nachher einfach geschwind... Ja, wir wissen nicht, was machen wir mit diesen Kranken. Ja, komm, wir bringen sie alle um. Oh, jetzt haben wir hure viele Tote. Ja, was machen wir mit denen? Ja, wir tun sie vergraben. Oh, jetzt haben wir das Grundwasser versucht. Ja, scheiße, buddeln wir es wieder auf. Hey, was läuft? Also ganz kuriose Geschichte. Das ist crazy, aber die Geschichte wissen wir einfach, weil sie da bei uns, ich sage jetzt, in der Region stattgefunden hat. Ja. Und das sind auch meine Grosseltern, die mir halt auch vor 50, 60 Jahren, wie es damals gelaufen ist. Mhm. Und mein Grossdaddy, sie hatten einen Bauernhof und sie haben auch so Hühnchen. Und vor allem mein Grossdaddy hat immer Schafe. Er hat nie Kühe, er hat Schöfli. Und mein Grossdaddy, als er jung war, halt auch ein Lausbub, wie es sich halt einfach so gehört. Auch genau. Schon vor 60, 70 Jahren. Ja, genau. Und es gibt da eine lustige Story. Ich hoffe, ich vertusche da jetzt nichts und sonst Schande über mein Haupt. Aber mein Grossdaddy als junger Lausbub hat den Hühnern irgendetwas ins Futter, ich meinte Schnaps, ins Futter rein da. Oh nein! Oder das Wasser, anstatt Wasser hat er Schnaps, irgendetwas, Gott, irgendwie brannte Äpfelschnaps. Irgendwie. Also, Früher haben sie eben selber Schnaps gebrannt. Mhm. Da hat's bei uns im Dorf hat es so wie ein Wanderzirkus, hat es so einen Anhänger gegeben, wo man mit dem Auto oder mit der Kutsche damals halt. Ich glaube, dass es ein Auto war. Schon noch 60 Jahre ist nicht so lange. Ja. Aber dann ist die Maschine ist quasi von Hof zu Hof und dann hast du deine wüsten Äpfel zum Beispiel hast du einfach noch als Schnaps. Danach eine Stunde durchgelassen. Und der Schnaps hat mein Grossdaddy mal den Hühner verfüttert. Und danach die Hühner, die sind halt halblebig und betorkelt, irgendwie etwas umgesteuert. Und mein Urgrossdaddy hat dann das Gefühl gehabt, hey, du, mit diesen Hühnern ist irgendwie, dann hat sein Hirn geschifft. Oh Scheiße, oh mein Gott, nein. Und dann ähnliche Story wie jetzt in Dänemark.
hat es halt einen Kahlschlag gegeben. Ja, alle weg. Vielleicht haben sie Alle irgendetwas. weg, ja. Weil eben, hast du das Gefühl gehabt, ja, die Oh, Tiere haben Scheisse. etwas, muss noch schnell sein. Oh, vielleicht hat er ein schlechtes Gewissen gehabt. Und danach am gleichen Tag, wo er es gemacht hat, sind die Hühnchen halt kopfverkehrt im Das ist schon Keller. klar. Ja. Bei Tieren ist das eben einmal was anderes. Also viele Tiere tun ja Alkohol, andere Drogen ganz anders abbauen. Das ist hure crazy. Also, zum da einhängen, habe ich mir Katzen. Katzen und auch Hunde, aber bei Hunden ist es nicht ganz so schlimm. Aber Katzen können THC, also Cannabis, respektive der aktive Stoff im Cannabis, können die nur ganz, ganz langsam abbauen. So langsam, dass es zu fast nichts, also das wird nicht mehr weggehen. Jetzt ist aber das Ding, wenn so eine Katze, also zu allen lieben Puffers da draussen, wenn man drinnen raucht und die Katze das mitraucht in dem Sinn, dann kann es sein, dass seine Katze irgendeinen Schaden hat, weil sie einfach durchbekifft ist, weil sie einfach nicht mehr runterkommt von dem Zeug. Und das ist crazy, weißt, für uns Menschen easy, wieder abgebaut und so. Für Tiere, Alkohol und so. Ich glaube, Hunde können Alkohol nicht abbauen, habe ich gemeint. Wenn Hunde einmal besoffen sind, sind sie am Arsch. Ich habe Aber nur ich bin schon mir nicht gehört, sicher. ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe nur mal in der Oberstufe hat's irgendwie so eine kuriose Story von einem Schüler gegeben, dass der auch wieder in der Body an den Enten Kopfweh-Tabletten verfüttert hat. Alter, Und die hat es dann einfach geschält. Ja, wie kommst du auf so eine Idee, mein Gott? Das ist ja Tierli-Quälerei. Ja. Wow. Also keine Ja. Ahnung, ob das funktioniert. Und bitte, du, Nein, der jetzt einfach zuhörst, bitte nicht ausprobieren. Nein. Also, vor allem, eben, es hat ganz andere Wirkung wie auf Menschen. Aber ja, auf die andere Seite, probieren wir unsere Medikamente aus? An Affen und Tieren und Katzen und so. Und Mäuse vor allem. Müsli, ja. Müsli. Hure Zwei, sad. ja, jetzt sind wir Gerade gerade hure zwei Anknüpfungspunkte gekommen. Katzenminze gibt es ja. Da habe ich Ja. auch schon hure lustige Videos auf TikTok und so gesehen, wo ich weiß gar nicht, was das ist. Ob das Pfefferminz oder es muss schon irgendetwas Ja, sein. also es ist, glaube schon. Also es ist auf jeden Fall, es heisst ja Katzenminze, also wird es irgendeine Minzenart sein. Weil Pfefferminze ist ja auch nur eine Art, aber die bekannteste. Schon Und dort, wieder, das kannst du irgendwie mit irgendwie mit Wasser kannst das so ein bisschen aufbrühen und dann trinkt dort dein Büsi ein bisschen etwas Ja. und dann katapultiert es dein Büsi einfach in den 7. Himmel rauf. Und zumindest auf diesen Videos sieht das lustig aus. Ja, wenn es die Katze witzig findet. Also es gibt ja auch Tiere, ich glaube, da haben wir sogar schon mal im Podcast darüber geredet. Es gibt Tiere, wo Sachen nehmen zum... Eben Delfin haben wir, glaube ich, das Beispiel Genau, gehabt. mit Wo dem das Kugelfisch. Kugelfischgift aussaugen und den auch teilen. Weil die halt auch high werden von dem. Ja. Das ist ein Genussmittel. Ist Das es- sind auch Ja. Genießer haben mehr vom Leben. Also es ist halt einfach Gift in der richtigen Dosierung macht Spass. Und das ist das Problem am Gift. Und Gift einfach nur giftig werden, wäre scheißegal. Aber ja, also es ist ja auch bei uns, wenn wir etwas trinken oder sonst etwas ist, das, was wir als Flash, als Rausch wahrnehmen, ist nichts anderes wie unser Hirn, das versucht, gegen die Substanz zu kämpfen und einen normalen Zustand versucht, anzuzwingen. Und weil es das nicht schafft, fühlt sich das geil an. Das ist eigentlich gut Psycho. Aber ist es so? Wir Menschen lieben es, uns kaputt zu machen, weil wir dann nicht spüren, wer wir sind. Kaputt machen oder einfach berauschen. Berauschen, ja, aber es geht ein bisschen ins Gleiche. Ja, mit dem Berauschen machst du dich kaputt. Ja. Die zweite Story, wo mir noch in den Sinn kam, ist, als ehemaliges Mitglied des Militär habe ich, und Durchdiener da an dieser Stelle, habe ich viermal als obligatorische Schiessen müssen gehen. Aha. Und einmal
habe ich einen kennengelernt. Der ist da auch ein bisschen von der Region. Der ist aber ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, in Papua-Neuguinea ist der aufgewachsen, Kindheit und so, hat aber eine Schweizer Familie und irgendwie sein Papi ist da so missionarmäßig irgendwie unterwegs gewesen. So diesen Leuten dort sagen, was der Jesus alles für gute Sachen vollbracht hat. Missionar. Und kenne ich nur Missionarstellung. Ich kenne nur, das ist eine Songempfehlung von mir, von Rammstein. Das Lied, wie heisst das Lied? Weiß es nicht. Scheiße, jetzt weiss ich das Lied nicht mehr. Also in dem Fall, alle mal googeln gehen. Vielleicht kommt es mir nachher. Rammstein, das hat irgendetwas zu mit. Dort geht es eben so auch um Missionieren. Ja, suchen wir mal Rammstein missionieren. Vom neuen Album. Vielleicht kommt es mir noch in dieser Folge in den Sinn, Ja. dann hau ich es mal dazwischen rein. Und die Person, die ist wieder retour gekommen und die arbeitet jetzt irgendwo in einem Labor. Ich meinte sogar in Basel, halt bei den grösseren Firmen irgendjemand. Also sicher nicht bei Roche. Noch warten. Aber ich weiss es nicht. Ich weiss es auch nicht. Ich meinte, es sind nicht die beiden, sondern sonst ein kleines Unternehmen, das aber im Auftrag von einer grösseren. Genau. Safe. Und zu diesem Zeitpunkt, das obligatorische Schiessen, wir haben ja auch die Tierversuchsinitiative haben wir mal zur Abstimmung gehabt, wo quasi alle Tierversuche in der Schweiz hätte verbieten. Ja. Und die Person, der schafft, also er ist die Person, er hat irgendwie 20'000 Mäuse. Ja. Und er ist jetzt gerade damit dran, zum Stammzellenforschung und irgendwie im Embryoalter nimmt man etwas von dieser Maus weg, also so DNA-mäßig, der Bauplan. So CRISPR-mäßig. So ein bisschen CRISPR, genau, Zweifelchips-mäßig. Und also CRISPR ist ja die DNA-Schere. Genau, DNA-Schere, ja. Nichts mit Chips. Aber Crispy Clean. Der Money Boy. Ein schönes Zitat. Ja. Und er ist der im embryonalen Stadium irgendwie DNA entnehmen. Danach lässt du die 3 Wochen älter werden. Dann tust du die Querschnittslähme, irgendwie ein Rückgrat brechen. Alter! Und also, wo der mir das erzählt hat, ich so, Mann. Kollege, was bist du für ein Mensch, Alter. dass du 20'000 Mäuse, klar es sind Mäuse, aber trotzdem ist das, wenn einfach als Zuhörer dort in diesem Gespräch dabei bist. Aber da ist dann eben wirklich, er ist eben der es macht und dann ist die Frage mit heiligt der Zweck die Mittel, dann ist die wieder spannend. Weil von außen, so ganz weit weg, ja sicher, an wem willst du sonst testen? Was willst du machen? Aber geil ist es nicht. Au. Und dann nehmen wir lieber die Nerzen, die momentan für Pelz missgebraucht werden, und dann dort testen. Ja, dann ist es wenigstens nur noch eine. Ist vielleicht jetzt auch fies gegenüber den Nerzen. Ja. Also man muss fairerweise, das habe ich glaube irgendwie in der 3. Primar irgendwie in einem Geschichtsbuch einfach mal so gelesen. Man muss fairerweise schon sagen, halt die ganze Medizin als Thema als solches, wenn vor viel mehr 100 Jahren einfach im Mittelalter nie einmal einfach ein Mensch in 2 geschnitten worden wäre. Oder was ist da genau im Bauch drin? Wie sieht das dort aus? Und wie lang ist jetzt der Darm? Und wie flexibel? Und wie spannfest? Für das haben wir ja eine Lösung. Da nutzen wir ja einfach die amerikanischen Sträflinge aus. Das ist ja auch so. Immer noch. Ja, und ich darf jetzt nicht erzählen, von wo ich das weiss, weil sonst gibt es Probleme. Aber ich weiss, dass in der Schweiz, in Schweizer Spitälern, wo so Zeugs gelernt wird, mit Torsos, Beinen und Zeug von amerikanischen Sträflingen geübt wird von Schülern.
Das kenne ich einfach, also das weiss ich, weil ich es erfahren habe. Ich darf nicht sagen, von wo, aber das kann man auch nachsuchen. Also, dass die Amis die toten Verstorbenen ausnutzen, verkaufen in die Welt raus, das weiss man. Also, es ist vielleicht nicht so präsent, aber da haben wir eine Lösung gefunden. Wir nutzen einfach die Kriminellen, weil die ja weniger Recht haben. Also für alle zum Zuhören, in Anführungs- und Schlusszeichen. Kann man darüber streiten, aber dort läuft das momentan so. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ja, das ist ein Ding. Also, ja, da gibt es dann auch Räume, wo einfach 10 Torsos hängen. Nur Also Torsos. für Torso, Oberkörper. Okay. Oberkörper. Also die Beine fehlen? Nur der Oberkörper. Die Arme sind nicht dran, der Kopf ist nicht dran, nichts ist dran. Du lieferst nur mir der gerade Torso. richtige Ja, es tut mir leid, ich habe es auch Albträume. gehört. Aber, ja, also eben als Verbrecher in Amerika, wenn du stirbst oder so im Gefängnis, je nachdem, was du gemacht hast, ich weiß nicht genau, wie das läuft und wer und was, aber dann wird das zu medizinischen Zwecken benutzt, eben zur Forschung oder zur Ausbildung von Leuten, die operieren. Weil das musst du halt auch denken. Wir wollen alle, dass jemand unser Knie oder das Herz flicken kann. Aber das kannst du halt nicht am Computer üben. Das musst du an echten üben. Und ich jetzt zum Beispiel, ich habe einen Organspenderausweis. Also wenn es mich hops nimmt und man das noch brauchen kann, weil es nicht irgendwie verdruckt wurde, keine Ahnung, dann soll man das ruhig brauchen. Das ist jetzt meine Ansicht. Von dem her finde ich das gar nicht so schlimm. Ja. Jetzt, das tönt mega schlimm, aber ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Ich finde aber, dass die Leute einfach das selber entscheiden dürfen. Und bei Amerika, eben, ich bin mir dort nicht so sicher, ob das alle selber entscheiden oder ob sie überhaupt gefragt worden sind. Weißt? Wenn man offiziell dahinter geht, sind sicher alle gefragt worden. Also so, ja. Aber Ist aber ja. gerade ein spannendes Thema, Organspendeausweis. Haben wir über das jetzt schon abgestimmt? Ich glaube, es Oder ist mal ist zur nur eine Diskussion Diskussion gewesen. gestanden? Es ist nur zur Ich bin's. Diskussion gestanden. Es ist, glaube ich, abgelehnt worden. Haben wir abgestimmt? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir jetzt auch nicht meinte sicher. eben, dass wir abgestimmt haben. Ja, aber es ist und abgelehnt vorhin, worden. ich meinte, dass es sogar angenommen worden ist. Und jetzt, also vorhin, Ja. wenn jetzt die Behauptung, dass wir darüber abgestimmt haben, Ja, wenn die richtig stimmt. ist. Und vorhin, früher war es quasi so gewesen, wenn du nichts gehabt hast, bist du kein Spender. Genau. Und wenn ich... Das ist, also nein, wenn- das ist richtig, das weiß ich. ist das Es immer ist, noch so? Das weiß ich jetzt eben Aber auch ge- nicht. Aber ich weiß, dass es vorher so war, ist sicher. Genau, Dass vorne du- ist es so. Genau, gewesen. dass du musst Ja sagen, damit es gemacht wird. Und der Ansatz der Abstimmung war einfach, es zu wechseln auf «Du musst Nein sagen, wenn du es nicht willst». Und Genau. grundsätzlich finde ich jetzt das persönlich der richtige Ansatz, weil du kannst ja Nein sagen, verstehe ich auch. Also wenn das mit der Religion oder irgendetwas zusammenhängt, hey, feel free. Oder auch wenn es ein unangenehmes Gefühl ist, so hey, mein Herz pöppelt dann noch 30 Jahre rum, verstehe ich, dann sag Nein. Aber dass die Leute, die sich nicht mit dem befassen, blöd gesagt, dass egal ist oder nicht, dass sie getragen wird, dass das dann ihnen ja auch nicht wichtig sein kann, finde ich eigentlich der richtige Ansatz. Aber es ist, glaube ich, nicht... Also, Ich meinte das angenommen, aber ja, wir können uns... Ja, Faktencheck. Da müssen wir einen Faktencheck Ja, machen. ja, da doch. machen wir einen Faktencheck. kommt in der nächsten, In der nächsten paar Folge Minuten. Ja, genau, oder in der nächsten Folge. Das ist am schon, besten. gell? Ja, in der Ja. nächsten Folge. gibt es einen Faktencheck. kleinen Zusatz oder Einschub, Fix. wo man das Ganze Fix. 100% korrekt Quellen Voll. Ja, alles- genau. Und wenn wir es vergessen, dann müssen wir es halt googlen. Nein, aber zu dem Thema, ich kann jetzt nur für mich reden. Und aber du hast gesagt, du hast einen Spendenausweis. In dem Fall, wenn es so weit sollte kommen, Yes. würden deine Organe gespendet werden. Wenn wir über das Ganze abgestimmt haben, oder wenn wir heute, es ist verdammt schwierig Ja, mit der Formulierung. ist blöd, wenn wir es nicht Es ist wissen. verdammt scheisse, ja. Ja. Aber ich meinte, wenn wir darüber abgestimmt haben, danach habe ich Nein gestimmt. Und irgendwie, ich habe ein Problem mit dem Gedanken genau, dass mein Körper hat einfach irgendwie so einen
Unversehrtheit, irgendwie, so wie er auf die Welt gekommen ist, so geht er auch wieder von der Welt. Das ist jetzt irgendwie in meinem Kopf, aber ist nicht richtig oder ist nicht falsch. Das ist jetzt einfach so habe ich das Gefühl. Und wenn ich meinte, die meisten Organspender ist ja, du hast irgendwie Herzinfarkt oder Hirntod. Hirntod ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber du bist kurz vorne, bist du gestorben und dann wirst du eigentlich schon aufgeschnipselt und das, was man brauchen kann, nimmt man raus. Nein. Es ist so, also ich bin auch kein Experte, keine Ahnung, aber ich weiss, es ist ja so, du bist an lebenserhaltenden Instrument. Also dein ganzer Körper, der lebt noch, aber dein Hirn ist tot. Und es ist nicht so, dass in dem Sinn, also 5 Minuten nachdem du hirntot erklärt worden bist, sind deine Organe noch lange drin. Also deine bleiben es auch, aber sie funktionieren noch? Ja, also unser Körper kann ja auch, also zum Beispiel ein Herz, weiss jetzt nicht, das Herz ist sicher etwas vom Schwersten, aber du kannst ja jemanden im Koma zum Beispiel, der ist ja nicht hirntot. Das heisst, dort ist der Unterschied. Aber du kannst auch jemanden, der hirntot ist, kannst du die Organe eine gewisse Zeit lang am Leben behalten und dann rausnehmen. Also, das ist schon nicht instant, aber es gibt halt da 1-2 Horror-Stories von Leuten, oder von jungen Buben zum Beispiel, habe ich eine gehört, wo Hirntod erklärt wurde und 2 Tage nach dem Hirntod wieder aufgewacht. Und das können wir nicht so ganz erklären. Nur was ich weiss, spätestens ab dem Moment, wo mir über mein Herz rausschneidet, wache ich nicht wieder auf. Darum, das ist einfach mein Ding. Aber ich kann das voll verstehen. Weil es ist ein komisches Gefühl. Ich jetzt in meinem Leben kenne halt auch zum Beispiel jemanden, der nicht mehr leben würde, wenn es keine Organspende gibt. Der würde es nicht geben, der Mensch. Und das finde ich halt dann der schöne Gedanke, wo bei mir das ein bisschen aufhebt. Weil du es ja nicht einfach weggeben, verhökern. Und irgendjemand verdient Geld an dir. Schon auch. Aber hauptsächlich rettest du einem anderen Menschen das Leben. Und wenn ich mit meinem Tod ein Leben retten kann, ja, ich glaube, das ist dann einfach auch... Eben, ich weiss nicht, wie es sich anfühlen würde, wenn ich jetzt halbtot auf dem Ding liegen würde und mich noch mal einer fragt. Ich weiss nicht, wie ich dann entscheiden würde, oder? Aber im Grundsatz bin ich da vielleicht auch ein bisschen... Ich trenne halt Körper und Seele in meinem Kopf. Ist die Seele etwas anderes wie der Körper? Und wenn du meinem Körper etwas wegnimmst, dann hat das nichts mit mir zu tun, mit meiner Person. Weil der Körper, das ist nur etwas, eine Maschine, die mich durch das Leben durchträgt, die mich durch alles dingselt. Ich muss dieser Sorge geben oder ich verkeks und dann ist das wohl gesagt mein Körper. Aber eben, es ist mein Körper, es bin nicht ich. Und ich glaube, dort ist vielleicht auch die Unterscheidung. Weißt du, wie identifiziert man, tut man seinen Körper zu sich identifizieren oder den Geist? Und es ist vielleicht ein bisschen das. Es geht dann eben schnell mal in Religion oder in das rein. Und eben in vielen Dingen, das, was du gesagt hast mit dem Unversehrt, das ist auch etwas, wo ich unglaublich auf die andere Seite beängstigend finde, wenn es mich irgendwie im Autounfall oder so verdrückt. Das ist etwas der schlimmsten Vorstellungen. Ich glaube, das geht auch anderen Leuten ein bisschen so, aber das ist, glaube ich, eine der schlimmsten Vorstellungen. Und das Einzige, was dort einem Hoffnung gibt, ist, wenn es dich so verdrückt. Erstens, wenn du noch lebst, dein Körper der ballert alles raus. Dass du dort den Schmerz empfindest, ist schwierig. Also, schwierig. Nein, also ich glaube, es war auch mal Galileo-Folge. Irgendwie, was sind die schmerzlichsten Töte? Irgendwie so war das Thema. Und dann so ertrinken, verbrennen, ersticken und das so die Reihenfolge. Aber der Schutzmechanismus von jedem Körper ist in jeder Situation, wirst du eigentlich ziemlich schnell bewusstlos und du checkst es gar nicht. Und es ist ja bei diesen Sachen, beim Verbrennen jetzt weniger, da kannst du nicht viel machen. Dort leidest du einfach total. Aber zum Beispiel beim Vertrinken habe ich schon gehört, wenn du weisst, dass du vertrinkst jetzt, weil du irgendwie unter einer Eisfläche bist oder keine Ahnung was. Titanic. Ja,
du vertrinkst und du bist im Todeskampf, dann ist das Einzige, was dich erlöst, ist das Maul öffnen. Wenn sich die Lunge flutet, dann gehst du in Ohnmacht, dann ist es vorbei. Und dann bekommst du nicht mehr viel von dem mit über, von dem Prozess. Wenn du aber halt gegen den ankämpfst, das ist das Leiden. Weil du merkst, dass du stirbst. Und ja, heftiges Thema. Alter. Ja, das heftig. Wie das jetzt. Oh, das kickt ganz anders rein. Ja. Da kann ich gerade jetzt einhängen mit einem Witz. Ah, das ist schön. Ich kann jetzt einen Witz erzählen. Oh Mann, das ist so ein schlechter Witz. Und zwar, was ist gelb und kann nicht schwimmen? Wenn du ihn kennst, darfst du ihn auch gerne auflösen. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bieli. Ein Bieli? Eine Biene. Aha, nein, ein Bienchen ist ja nicht. Das kann ja schwimmen. ja auch das gelb. geht ja nicht unter. Aha. Ja, aber das kann einfach Was ist saufen. gelb? Ja, das kann auch sein. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Findest du nicht lustig? Ich auch nicht. Der Baggerfahrer auch nicht. Das ist der Joke. Ja. Und ich habe ihn halt witzig gefunden, weil der mit dem Bagger kennen alle. Ja, aber ja. so der, dass ich ihn nicht lustig finde und der Baggerfahrer auch nicht, den habe ich nicht kennen, habe ich gefunden. Ja, die Stimmung ist wieder locker. Ich glaube, ja, jetzt haben wir es wieder ein bisschen Ja, aufgelockt. Aber genau von diesen Witz, das ist genau so 5., 6. Primar, Ja. glaubst du. Was ist weiss und geht der Berg darauf? Behinderte Lawine. Oder so. Absolut bescheuert. Ja, warte, da kenne ich auch noch ein paar. Was? Genau, warte, da gibt es eine ganze Reihe. Ja, weißt du, ja, da gibt es ja. eine ganze Reihe. So, was ist süß und bedroht dich? Der Schussgipfel. Ich glaube, irgendwie so. Oder was ist grün und liegt im Sarg? Ein Sterbsli. Ja, Sterbsli, ja. Das sind die Old Jokes. Ja. Das sind dann auch immer die mit den Kindernamen. Weißt du, da haben wir, glaube ich, letztes Mal darüber geredet. Oh, ja, so, ja. Irgendwie, was war das? Alle Genau. Kinder laufen über den Fußgängerstreifen, außer Rolf, der hängt am Golf. Genau. Oder was? Alle Kinder sitzen um das Lagerfeuer, außer Brigitte, die sitzt in der Mitte. Digga, die sind so eisig. Warte, ich habe auch noch einen. Alle Kinder rennen aus dem brennenden Kino, außer Abdul. Er klemmt im Klappstuhl. Oh Mann, hey, Ja, die Witz. Schlimm. Alter, alle meine. Oder das ist dann auch so gewesen mit deine Mutter. Nachher eben so Deine richtig schlecht. Mutterwitz. Der Bauchnabel von deiner Mutter ist so groß, er hat das Echo. so Witze, die eigentlich nur Beleidigungen sind. Gar kein Witz. Ja, oh Mann. Deine Mutter ist so fett, ich habe sie in die Luft gerührt und sie ist stecken geblieben. What the fuck? Deine Mutter Deine Mutter ist so fett, wenn sie posten geht, gibt es so eine Finsternis. Irgendwie so ist er Deine gegangen. Mutter ist so hässlich, sie war sogar schon als Bub hässlich gewesen. So. Aber weißt du, die sind doch heute auch nicht mehr politisch Nein, korrekt. ja, überhaupt Die nicht. kann man auch Aber nicht mehr bringen. vor 10 Jahren, Vor 10 das Jahren war ist der das völlig Shit easy gewesen. gewesen. Da habe ich aber im Fall letztes Mal ein gutes Video gesehen, wie doch schon bei unserer Zeit, wo ja noch so jung sind, sich das krass verändert hat mit dieser Political, was ist politisch korrekt und was nicht. Also, Wirklich? das hat sich krass verändert. Ich habe ein Video gesehen von YouTuber damals, Longboard Tour. Kennen vielleicht Denner und so. Und, die sind ja damals der Denner, der Cheng, der Julian Bam und der Simon Unge. Unge spielt damals noch. Ape Crime war nicht dabei. Nein, gewesen, nein. gell? Aber Das- die haben auch Longboards gehabt. Ja, die haben auch Longboards gehabt. Die sind einmal mit Okay. Longboards rumgecruised, aber die haben eine Longboard-Tour gemacht. Und das sind sie irgendwie von oben von Deutschland oder von unten bis zum Schloss Neuschwanstein gefahren. Auch durch die Schweiz. Und ich habe sie sogar in der Schweiz gesehen, damals. Aber nur so aus dem Augenwinkel mäßig. Und sie habe ich ein Video angeschaut von ihnen von, jetzt darf ich nicht falsch sagen, weil das kann man anschauen, 6, 7 Jahre. Aber es ist auf jeden Fall schon gut was her. Und dann stehen sie in einer Eingangslobby von irgendwie der ersten Folge. Und der Simon Unge ist halt weiss, der Denner ist auch weiss und die anderen 2 sind Asiaten. Und die haben damals viel so Witz gemacht, so Asiatenwitz.
Und dann stehen der Dinner und der Ungedete und macht sich so lustig über die anderen zwei, dass sie irgendwie Schlitzaugen haben und das Schild gar nicht sehen. Weißt du, so, nie. Und heute würden die tot gecancelt werden, aber tot gecancelt. Und die anderen zwei, weißt du, also das waren einfach Kollegen. Ich habe das damals nie so aufgenommen. Also weißt, die haben sich alle gegenseitig lustig gemacht. Und jetzt, wenn du das anschaust, denkst du, oh fuck, wegcanceln die. Das sind ja richtige Rassisten oder etwas. Aber es hat sich halt eben wirklich verändert. Schon in den letzten Jahren hat sich das changed und darum kommen wir in die Problematik, dass jemand etwas sagt, wo das vielleicht gar nicht böse meint, aber halt heute steht das unter einem ganz anderen Stern, weil man sich dem bewusst ist, wie übel das ist. Ich meine, es fühlt sich sicher nicht geil an. Ich bin gemobbt worden wegen meiner Grösse. Ob du jetzt gemobbt wirst wegen der Grösse oder sich lustig gemacht wird, richtig gemobbt ja nicht. Aber ob sich über die Grösse lustig gemacht wird oder über die Nationalität, ist ja dann egal. Das ist einfach nicht witzig. Auf der anderen Seite war es ja dort witzig und sich keinen Schaden davon trägt. Ja, das ist schon krass. Hat sich doch verändert. Ich glaube, da der springende Punkt. Eben Julian Bam, Simon Unge, alle, das waren Kollegen gewesen, und vor allem die vertragen Spass oder die vertragen, wie sagt man dem? Wenn du austeilst, musst du auch einstecken. Ja, voll. Und das ist ja, das finde ich auch lustig, wenn man sich selber nicht allzu ernst nimmt und auch über sich selber kann lachen. Ja, und auch kann also gerade unter meinen Kollegen, da teilen wir auch aus. Also das ist ja das ist normal, ist ja witzig. Haben wir das Gefühl, dass es normal ist, aber es wäre nicht normal. Sagen Sie. Sagen Sie. Aber ich habe das Gefühl, zu einer guten Freundschaft gehört es auch dazu. Und ich finde es eben dann gerade lässig, ein Klischee. Ich meine jetzt zum Beispiel, wenn man uns zwei anschaut, dann könnten wir jetzt gerade das Klischee, dass du wohlhabende Eltern gehabt hast und ich arme Eltern, in Anführungs- und Schlusszeichen. Eben, wenn man die Klischees aufdingseln will. Und wenn wir eine Situation haben und ich dann sage, ja klar, der reiche Schnösel kann ja nichts, dann ist das ja auch ein Anfick, Mobbing, aber es ist ja witzig. Und genauso finde ich es umgekehrt ja auch witzig, wenn es eben umgekehrt ist. Und das ist aber nur witzig, weil wir ja gegenseitig uns kennen und wissen, dass man das nicht böse meint. Und erst dann, wenn man auf eine fremde Person oder eine fremde Person das sieht, wird es komisch, weil sie nicht verstehen, von wo das eigentlich kommt. Und dann mit dieser Grundhaltung, alles, was mir nicht passt, von jedem, den ich nicht kenne, ist als Angriff zu werten. Mhm. Und früher, ich würde jetzt behaupten, egal in welchem Dorf, aber das ist jetzt so Grosspapi, Urgrossdaddy, in welchem Dorf du reingekommen bist und du hast den Menschen nicht gekannt, hey, von wo kommst du? Was bist du? Wer bist du? Ja. Von Huren Zürcher oder Huren Schweizer ja, oder sicher. Hey, St. Galler da aus. Als ich in Davos war, weißt du, wie oft habe ich gehört, dass ich der Zürcher bin? Und Gottverdammt, ich bin nicht mal Zürcher. Also sorry. Aber das ist einfach, es hat etwas. Du hast eine geschlossene Gruppe, eine Gesellschaft. Und die hat einen gewissen Umgang miteinander. Und das ist nicht mal böse gemeint. Nein, sondern sie wollen dir einen Platz geben. Und wenn mein Platz dort oben halt der ist vom Zürcher, ist ja auch okay. Also ist halt mein Platz. Und da gibt es im Mutital, den kennen wir alle. In der Schweiz ist das eine lebende Legende, der Einzige. Der Einzige. Das ist hure interessant. Also wenn ihr nicht vom Kanton Schweiz sind, könnt ihr mal ein bisschen googlen. Ist der Kanton Schweiz? Also Mutital ist im Kanton Schweiz. Oh ja, mein Gott. Also jetzt, Scheisse. Also andere. Upsala, Entschuldigung. Also das haben wir jetzt nicht gerade im Podcast. Also nein, das haben wir wirklich live auf Band. Das haben wir wirklich live. Aber die reden doch sogar anders im Mutital. Gehörig in der Schweiz? Ja, eben. Ja gut, stimmt. Wir reden sicher einfach, schon. eigentlich rede ich ja falsch für den Kanton Schweiz. Also eigentlich bist du das Problem, ja? Ja. Nein, aber raus! Raus, nein. Gehen mal googlen, weil der Einzige, den gibt es gar nicht mehr. Der ist schon gestorben. Der ist verstorben, ja stimmt. Der hat irgendwie irgendetwas gehabt und der hat es genommen. Ja. Aber es war eine hure spannende Geschichte, weil für die es nicht kennen, nicht wissen, wo das genau ist,
das Mutital ist so ziemlich das abgeschottendste Dorf im Kanton Schweiz. Das ist wirklich ein Tal. Das ist wirklich, du musst über Brücken und ins Tal zuhinterst hin. Und in einem 3. Weltkrieg, das ist die letzte Bastion, wo irgendwie die ganze Welt ist erobert. Nur dort hinten, dort haben sie noch Frieden. Es ist mega schön dort hinten. Auch die Leute dort hinten sind alle mega lieb. So, das ist einfach wunderschön. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen einschleimen. Ja, jetzt musst du diesen Leuten... Ja. Und der Einzige, warum heisst er der Einzige? Es war der einzige Schwarze dort. Ja. Also überhaupt nichts gegen dunkle Nein, das ist auch Menschen, schon ein bisschen überhaupt her nicht. gewesen. Das ist Das ist vor ein paar Jahren. Ja. Und das ist einfach der einzige dunkle Mensch dort hinten gewesen. Und das ganze Dorf hat ihm einfach der Einzige gesagt, weil es einfach der Einzige war. Und er hat gewusst, dass er der Einzige ist. Und darum war es gar kein Problem. Und so wie ich es gehört habe, haben sie ja alle gut gehabt mit dem. Er ist ein was ich geiler gehört habe, ist Sieg immer gewesen. positiv gewesen. Also der ist mit dem aufgenommen worden. Und das ist ja eigentlich der Knackpunkt, weil du könntest das jetzt auch darstellen. Schau mal die rassistischen Mutitaler an. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Weil ist ja auch irgendwie... Also stell dir das vor, du gehst jetzt irgendwo... ich weiss nicht, irgendwo auf Afrika oder irgendetwas. Ich meine... Hast du vielleicht auch schon gehört? Gang auf China, in eine Provinz, und von dir wird Fotos gemacht. Mit dir können alle Fotos machen. Afrika genau das Gleiche. Wieso? Weil das alle Rassisten sind? Nein! Weil es einfach etwas Spezielles ist, normal. Es ist halt einfach etwas anderes. Auch die Story, als ich ein halbes Jahr in Hamburg war. In Ja. dieser Firma, das waren 200 Leute und mit jedem hatte ich super geil. Und wie haben sie mir dort gesagt? Das war der Schweizer. Ja. Und ich habe das doch cool gefunden. Und plus dort ist eben, ich war ja quasi Praktikant gewesen. Und es hat zur gleichen Zeit hat's noch einen zweiten Nils gegeben, aber einen deutschen Nils. Ah. Und danach hat es einfach den Nils gegeben und den Schweizer. Ja. Und dann hat's, also es ist zu keinem Missverständnis, Ja, es ist alles tipptopp. Ich glaube eben, in diesem Rahmen ist das auch nice. Was halt immer so dargestellt wird, oder halt auch ein Stück weit, also es ist ja auch so, aber es wird halt auch immer wenn du bist in uns mit Schwarz, wird immer gerade als negativ. Also wenn ich sage jetzt Nils, der Schweizer, dann ist das nicht böse, weil für Schweizer muss man sich ja nicht schämen. Aber irgendwie muss man sich ja fürs andere schämen. Darum darf man ihn so nicht nennen. Und da ist ja eigentlich der Fehler. Eigentlich ist ja das der Fehler. Wieso ist es beim Schweizer kein Problem und beim anderen schon? Weil die Gesellschaft das negativ behaftet. Aber wir sind nicht mehr die gleiche Gesellschaft wie die Schwarzen versklavt hat. Und das ist ein brutaler Scheissdreck. Ist ein Scheiß. Versklaven ist immer Scheiße. Ob es Tiere oder Menschen sind, es ist einfach Scheiße. Und da kommt es auch nicht auf die Hautfarbe an. Aber wenn wir uns nicht von diesen Glaubensbildern lösen, dann wird das ja immer negativ behaftet sein. Und ich glaube einfach, genau die Diskussion, die man vor allem in Amerika sehr stark sieht, eben White Privilege heisst es dort, oder die kulturelle Aneignung, haben wir auch bei den Filmfest da bei uns, ich meine die Solothurner Filmfest, Solothurner Filmtag. mit dem, Ja. ich probiere es jetzt richtig zu sagen, mit diesen Eingeborenen von Nordamerika. Normalerweise würde man Indianer sagen. In Ja. diesem Indianerfilm, das ist quasi auch kulturelle Aneignung. Die Indianer in diesem Film, die sind gar nicht so gewesen. Und da haben wir ja zusammen sogar ein lustiges Video auch auf TikTok angeschaut, wo sich ein Weisser in Amerika ein Sombrero angelegt hat. Ja, genau. Und der ist zu den Mexikanern gegangen und gefragt, hey, findet ihr das cool, wie ich da aussehe? So mit dem Sombrero und mit dem Teppich so um den Hals herum und so. Und alle Mexikaner haben gesagt, hey, hure cool, dass du dich so anlegst. Die haben Freude gehabt. Und dann sind es halt zu so Ladies und sonst anderen Personen. Sind wir ehrlich, der richtige Idi ist doch der das Gefühl hat, nur weil er ein Sombrero anhat, dass er mit dem irgendwie könnte die mexikanische Kultur schlecht reden.
da ist ja der Idiot, der das Gefühl hat, dass das etwas ausmacht. Das tut doch nichts zerstören. Und ich meine, wir Schweizer kennen es ja. In der ganzen Welt sind wir erstens einfach Österreicher, weil kein Mensch die Schweiz richtig kennt. Nein, wir sind Schweden. Das war einfach der Trump. oder wir sind Schweden. Es geht mehr darum, jetzt um das Klischee. Hey, Disney zum Beispiel macht das. Die haben immer Charaktere, die so einen witzigen Ausländer darstellt in ihrem Film. Sumania zum Beispiel ist das so einer von denen, also die die Fernsehmoderatoren bei Sumania, die sind in jedem Land auf dieser Welt, grösseren Raum, sind das andere. Weil andere Länder finden andere Sprachen und Länder lustig. Bei Simpsons, das kleine Kind, das ist ja der Schweizer. Ja, genau. Also, und, ja, möchten Sie auch einmal an einem Schleckstängel schlecken? Genau. Und bei der Sumenia ist das bei uns ein Österreicher, wo man sich lustig macht drüber. Und das ist ja einfach witzig. Also klar, eben, man kann jetzt diskutieren, hey, die Kultur wird jetzt auf Dirndl tragen und Saufen reduziert. Oder man nimmt das mit Humor, weil wir alle auf dem gleichen Planet hocken. Also weißt, es wird dann eigentlich, blöd gesagt, Integration, also Kultur von jemand anderem annehmen, wird jetzt negativ dargestellt plötzlich. Und das finde ich hure schade. Ja, ich habe das Gefühl, es wird eigentlich eingesetzt. Also weißt, wir reden da so viel drüber, aber die Jokes werden nicht weggehen. Also wir haben das in der Filmschule gelernt, wenn du einen Film realistisch drehst, dann nennt man das Dogma. Das ist ein Filmgenre und dann ist es langweilig, Mann. Langweilig. Unsere Welt, wenn sie echt anschaust, ist sie langweilig. Und genau so Sachen, Klischees und das, machen sie witzig, machen sie spannend. Dass wir alle unterschiedlich sind, das macht es spannend. Und das ist ja genau das Schöne und das ist auch wieder das Thema mit dem Body. Ja. Oder mit den Hallenbädern, die wir am Anfang hatten. Dass Frauen und Männer unterschiedlich sind, das ist ja genau etwas Schönes und das soll auch zelebriert werden. Ja, weil ich hätte es nicht gern, wenn meine zukünftige Freundin gleich maskulin ist wie ich. Hätte ich nicht so gern. Nein, und das ist ja auch okay. Es ist ja auch, ich finde, der Ansatz, die Wahl zu lassen, den finde ich gut. Aber wenn man die Wahl lässt, muss man einfach davon ausgehen, dass bei den x-Wahlen, die du triffst, Gegensturm oder auch Sachen mit sich kommen, die nicht geil sind. Also es ist ja nicht so, dass eben jetzt, blöd gesagt, eine Frau, die sich dann oben ohne zeigt, dass das dann einfach, sie lebt in einer Welt, wo das mega normal ist und der andere lebt in einer Welt, wo es nicht so ist. Nein, wir leben alle in der gleichen Welt und knallen aufeinander. Und da kann schon jeder, wie er will, aber spätestens, wenn wir nebeneinander im Perro stehen, interessiert es dich, ob ich eine Ziege rauche oder ob ich zum Aschenbecher überstehe. Und also eben, wir sind nur bedingt jedem das Seine. Am Ende des Tages muss es einfach irgendwie funktionieren. Ja. Und jeder ist Teil dieser grossen Gesellschaft. Mhm. Und genau mit solchen Sachen habe ich einfach das Gefühl, läuft die Menschheit, läuft unsere Gesellschaft einfach in riesige Probleme hinein, die gar nicht richtig zu bewältigen sind. Und da muss man gewissermaßen einfach auch gewisse Abstriche machen oder Jokes auf sich nehmen, etwas über sich ergehen lassen oder vor allem über sich selber können lustig machen. Etwas, ja. Ja, und eben, ich finde, Witz machen oder gerade, also zum Beispiel, wenn du sonst etwas hast, irgendeine Behinderung oder irgendetwas, wo ja die Aufmerksamkeit auf dich zieht, dann ist es normal, dass zum Beispiel alle schauen und zuerst mal schauen, oder? Und dann geht es darum, wie geht man damit um. Und das Totschweigen und immer wieder schauen, ist nicht die richtige Variante. Da ist zu der Person angehen und zum Beispiel sagen, hey, es hat mich jetzt gerade verwundert, was ist passiert oder was ist los oder was hast du, ist viel besser für die Person, nur schon. Und die andere Variante, zum Beispiel angehen und einen Witz über sich selber machen, wie kann ich weiss jetzt nicht, das könnten auch Leute in den falschen Hals bekommen, aber einen Witz über sich selber machen, ein bisschen zeigen, hey, nimm es nicht so auf, ich schaue dich nicht so an, weil ich mache jetzt einen Witz über mich selber. Zum Beispiel. Das kann mega schnell, dann eben, du musst Angst haben, weil wenn ich jetzt das sage, dann bin ich ein böser Mensch. Hey, nichts sagen und weiterstarren, das schliesst jemanden aus. Und
anzugehen und den an den Pranger stellen. Und das schließt ja dann die Leute aus. Wenn du eben nicht hingehen und fragen, hey, Entschuldigung, zum Beispiel beim Einzigen, hey, Entschuldigung, kann das sein, dass du nicht von da bist? Das wäre der richtige Weg. Der falsche ist eben gar nichts zu dem betiteln, weil alle sehen es. Und blind sind wir nicht. Aber ja. Da muss ich sagen, ich weiss nicht, ob du das auch früher in der Schule mal gehabt hast, aber ich meinte, das war bei uns in den Religionen mal, dass wir so eine Woche oder irgendwie 2 Tage oder so hatten, wo genau Behinderte zu uns in die Klasse gekommen sind. Ja. Und ich mag mich erinnern, wir hatten auch einen Gehörlosen, wir hatten einen Blinde und sonst irgendwie einen Querschnittsgelähmten, der da im Rollstuhl, wo man nur, ich weiss es nicht mehr, mit der Zunge oder mit dem Joystick, keine Ahnung. Also wirklich Sachen, wo nicht normal in unserer Gesellschaft, und wenn man das einfach auf der Straße sieht, dann schaust du einfach 2-mal. Ja. Und genau dort sind die Leute halt, wie sagt man, Rede und Antwort gestanden. Ja. Und dort ist genau das Vorurteil, man weiss nichts über den Menschen, man kann jede Frage stellen und nichts ist falsch. Ja. Als Kind habe ich das extrem wertvoll gefunden. Und du merkst vor allem ja dann auch im Verlauf des Gesprächs, wie du in den Menschen nach dem Unterricht gar nicht mehr mit dem Rollstuhl anschaust, sondern du schaust ihn als Mensch an, weil du eben über das geredet hast. Und wir hatten das in der Pflegeausbildung, dass 2 gekommen sind. Also einfach beide auch querschnittgelähmt. Hemiplegie, vom Bauch runter gelähmt. Hemiplegie heisst das, glaube ich. Heisst es nicht Paraplegiker Paraplegik und ist Kopf, ist vom Kopf. Aha. Tetra und Paraplegiker. Paraplegie und Tetraplegie. Keine Ahnung. Ey, mir mit Fachwörtern, Ja, Alter, das wieder ist Katastrophe. schlimm. Ich habe das Müssen wir gelernt vor 4 aufpassen. Jahren in der Schule. Aber ja, auf jeden Fall haben sie einfach die Arme bewegen. Das war ein Typ und eine Frau. Und das Erste, was er gesagt hat, als er reingekommen ist, also reingerollt ist, sagt er einfach so: «Hey, alle zusammen, ihr müsst euch nicht fragen bei mir. Und wenn ihr ein Date möchtet, alles gut. Ich sage den Frauen immer, ich laufe euch nicht davon.» Das war sein Satz. Und alle haben gelacht. Und dann haben die angefangen mit uns zu reden. Und wir haben mit ihnen den Rollstuhlunterricht gehabt. Das ist in der Pflege hure geil. Alle hocken auch in den Rollstuhl. Und er mit dem Rollstuhl voraus. Und weißt, dann merken plötzlich alle: «Fuck, ich kann mich gar nicht bewegen.» Plötzlich ist der mit dem Rollstuhl der Schnellste. Und alle sind so hinten drin und so «Fuck.» Und dann über Randstein ab, über Randstein auf. Und er kann Halfpipe fahren und so. Das ist so ein Typ Also mit dem Rollstuhl. jetzt? Ja, der skatet mit dem Rollstuhl. Also der hat uns Oh, gezeigt, wie er so den Randstein rückwärts aufflippt. Wo einfach, weißt du, so der grosse, dicke Randstein. Und der hat ein Auto, das er extra was umbauen lassen hat, dass er mit der Hand fahren kann. Also nur noch mit der Hand. Und der ist einer, der ist mit 16 auf dem Weg in die Lehre mit dem Roller gegen einen Holzbeig gekesselt. Und eben ein Schicksalsschlag, oder? Aber er hat halt sich wieder aufgerafft und das heute eben Leute näher bringen. Und hey, das war im Fall der geilste Sieg gewesen. Mit dem wir haben nachher Rennen gemacht und Zeug und Sachen. Und heute weiss ich einfach, wenn ich auf einen Rollstuhl fahre, treffe und ich mich irgendwie komisch fühle oder ihm gegenüber komisch fühle, dann muss ich mit ihm geschwind über das reden. Und nachher fühle ich mich super und auch er meistens besser. Und das ist eben wirklich, also es ist etwas sehr Schönes eigentlich. Es ist etwas Schönes. Und der Kristall hat das ja mal so in ihrem Comedy-Programm gesagt, Kristall. Und der hat gesagt, ist es rassistisch, einen Witz über einen Behinderten zu machen? Also ist es nicht rassistisch, sondern diskriminierend, einen Witz über einen Behinderten zu machen? Oder ist es diskriminierend, nur Witz über normale Leute zu machen? Normal in Anführungs- und Schlusszeichen. Und das finde ich einen hure coolen Ansatz, weil mit Comedy kannst du die Themen eben wirklich den Leuten näher bringen. Und die Leute werden sensibilisiert auf das. Aber das Totschweigen ist nicht die Lösung. Darum reden wir da ins Mikrofon, darum ja, zelebrieren wir genau die Gespräche. Und ja, ich weiss nicht. Hast du noch abschliessende Worte? Hast du noch etwas? Ich habe sonst noch eine kleine abschliessende Story, die ich erzählen kann. Und zwar eine Kollegin von mir, ich kann auch keinen Namen nennen, weil es ein bisschen weird ist, aber eine Kollegin von mir ist bei einer Kollegin von sich, also von ihr, die ich nicht kenne, ist sie an eine grosse Hochzeit gegangen.
Und die haben dort auch ein grosses Hochzeitsvideo gefilmt. Es war so, dass sie dort an dieser Hochzeit ein bisschen Drugs genommen hat. Also ein bisschen gekokst hat. Also hat es ein bisschen geschneit. Es hat geschneit. Auf Winter jeden Fall hat es dann fest geschneit. Und wo das Video rausgekommen ist und man gemeint hat, ja, es merkt ja keiner etwas, gibt es in diesem Video eine Close-up-Aufnahme von ihrem Kopf, wie sie so tanzt. Und zuerst alles normal, das Maul ist offen und dann der Kiefer unten links, rechts, links, rechts. Und das ist jetzt in dem Hochzeitsvideo drin und das ist jetzt draussen. Das ist bei allen Verwandten und überall. Also Und weiss ich, welches Hochzeits... Nein. Ist nicht Du das kennst die auch, Hochzeits- du kennst die auch nicht. Also da, Okay. nein, wirklich. Also auch ihr, die mich jetzt kennt, ihr kennt die auch nicht. Also nein, aber ja, das ist jetzt in dem Hochzeitsvideo drin. Und solange es keiner weiß, ist ja okay. Aber wir, die es gewusst haben, und dann schaust du das an, hey, der Kiefer. Ja, funny Story zum Ende und Und mit ja. dem zelebrieren wir unsere Unterschiede. Ein Hoch auf die Liebe und bis zum nächsten Mal. Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen.